Jetzt? Ja, weil, und da knüpfe ich wieder an, weil ich bin selber immer wieder, also ich bin Jurist aus Beruf und ich vertrete immer wieder Leute, die Probleme haben mit dem Staat. Und zwar nicht nur im Strafrecht, sondern auch, wenn der Staat wieder mal, ihr habt gestern vielleicht die Basler Zeitung gelesen, es gibt staatliches Handeln, das ist einfach nur noch blöd. Gegen solchen Schwachsinn setze ich mich ein und für eine offene Gesellschaft, wo jeder neugierig sein kann, aufeinander zugehen kann. Ich weiß auch nicht, meines Wissens gibt es 28 Frauen in der Schweiz, die eine Burka tragen. 28. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine Frau mit Burka trifft, ist etwa so, wie wenn man 500.000 Franken im Lotto gewinnt. Wie viele Leute haben das schon gemacht? Aber unser Nationalrat in Bern befasst sich mit dem Thema. Also es ist ein Bedürfnis der Schweizer darüber zu regeln. Und was mich betrifft, ich finde, wir haben genug Regeln, wir haben genug dumme Regeln und die Regelungsdichte wird immer mehr und deshalb haben wir gar keine Chance mehr, zum Teil in gewissen Themen alles richtig zu machen, geschweige denn alles zu wissen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, was in etwa einer Woche in der Zeitung erscheint. Ich habe Streit gehabt, als mein Vater gestorben ist, mit dem Friedhof Hörnli. Da ging es um eine Bronzerose von dieser Größe, welche ich auf den Grabstein machen wollte. Es ging nicht, weil es ist kein Unikat. Er hat mir gesagt, die Rose ist zwar schön, aber sie muss von einem Künstler gezeichnet werden, sie muss gegossen werden und dann die Gussform muss zerstört werden. Dann darf ich es drauf tun. Da habe ich den angeschaut und das gibt es noch nicht, das kostet mich 10.000 Franken. Oder? Vielleicht kann ich das, aber wenn ich das nicht könnte, dann dürfte ich das nicht machen, oder? Ja. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das ein Grafiker und Gießer ist. Also er hat selber Interessen. Oder? Aber das geht, also dieses Beispiel, das geht noch weiter. Bizim için önemli olan kişilik, yani A ya da B partisi değil, Grossot'a girdiği zaman yabancılara, göçmenlere burada yardım edebilecek bir arkadaş olması. Hukukçu kendisi, avukat. Bizim amacımız Basel'daki göçmenlerin 2-3 kişi vasıtasıyla değil de gruplar, yani toplum olarak tanınması. İstikliğin başında mesela ne geliyor? İslam'ın tanınması geliyor. Böyle bir çalışmayı ileride yapabiliriz. Yani farklı çalışmalar yapabiliriz. Derneklerin tanıtımını yapabiliriz. Ahmet, Mehmet, Mustafa değil de toplum olarak bir tanınmaya ihtiyacımız var. Çünkü bugün Basel'da 9.000 tane oyumuz var. 9.000 tane oy Basel'ın %20'si yapıyor. Yani bir tanıt olarak biz her kesimden insan alıp hedefe ulaştırmaya çalışıyoruz. Bize bugün kolaylık gösterdiğiniz, burada ilgi gösterdiğiniz için de çok teşekkür ederiz.